Der Untergang von Srebrenica beginnt in den Mittagsstunden des 11. Juli 1995. Über 3 Jahre lang lebten fast 40.000 Menschen in der Enklave, die kaum versorgt werden konnte und permanenten Beschuss ausgesetzt war. Dann drangen serbische Panzer ins Stadtzentrum der UNO-Schutzzone vor. Holländische Blauhelme sahen tatenlos zu, wie Tausende zur UNO-Basis flüchteten und bei den UNO-Schutztruppen vergebens um Hilfe flehten. Diese Bilder eines bosnischen Soldaten sind die letzten aus der umkämpften Stadt. Wegen eines Kameradefektes ist der Rest nur noch schwer zu erkennen. Menschen klammern sich in Panik an die UNO-Lastwagen. Zu dieser Zeit sind die serbischen Truppen nur noch wenige Kilometer entfernt. Gegen 14 Uhr machen sich Tausende auf einen Marsch, den nur wenige überleben werden, den Todesmarsch von Srebrenica in Richtung Tuzla. Murat Suljic hat das Martyrium der Männer von Srebrenica überlebt. Er blieb in der Stadt und ergab sich den Serben. Mit 2500 anderen Männern wurde er in einer Turnhalle gefangen gehalten. Wir wurden in LKWs weggebracht. Dann mussten wir aussteigen und uns in Reihen aufstellen. Als der Wagen wegfuhr, fingen sie an, von hinten zu schießen. Alle fielen auf den Boden. Die hinter mir standen, fielen auf mich. So lag ich, obwohl ich nicht getroffen war, im Blut auf dem Boden. Danach gingen sie durch die Reihen und töteten, wer sich noch bewegte. 2 Bagger konnte ich hören, die irgendwas gruben. Einer auf meiner Seite, der andere etwas weiter weg, wo noch geschossen wurde. Als es dunkler wurde, beleuchteten sie das Feld. Zu dem Zeitpunkt wurde immer noch getötet. Informationen, die Bilder eines US-amerikanischen Aufklärungssatelliten zu bestätigen scheinen. Vermutlich sind in dieser Nacht über 2500 Männer aus Srebrenica erschossen und später verscharrt worden. Deutlich sind die Spuren frisch aufgeschütteter Erde zu erkennen. 8000 Männer aus Srebrenica haben das rettende Tuzla nie erreicht. Was mit ihnen geschah, versucht eine Mitarbeiterin der Kommission zur Aufklärung der Kriegsverbrechen zu rekonstruieren. Das Problem ist, dass das ganze Gebiet um Srebrenica kaum zugänglich ist. Hier befinden sich alle 100 bis 200 Meter Massengräber mit mehr als 10 Toten. Nach unseren Recherchen werden insgesamt 10.000 bis 12.000 Menschen vermisst. An diesem Tag soll ein Junge angehört werden, der die Erschießung seines Vaters mit ansehen musste. Er selbst wurde verschont. Die Mörder hatten angeblich Mitleid. Seit einigen Tagen ist das Kind bei Verwandten in Tuzla, die es zur Kommission gebracht haben. Sie haben meinen Papa getötet. Er ist ins Gras gefallen. Ins Gras. Sie haben ihn getötet. Getötet. Viele waren tot. Im Gras. Viele. Tot. Die Suche nach den Toten ist so schwer wie die Suche nach den Mördern. Die bosnische Regierung darf serbisch kontrolliertes Gebiet nicht betreten und die IFOR fühlt sich nicht zuständig für Leichen. Bisher hatten nur die Menschenrechtsbeauftragte der UNO, Elisabeth Rehn, und ein US-Politiker das grausige Privileg, durch die Wälder um Srebrenica zu stapfen und nach Massengräbern zu suchen. Beide wurden fündig. Konsequenzen für die Täter hat das bisher nicht.